Ich habe mich nicht gefreut, ob ich falsch gelesen habe, weil ich kann relativ gut lesen, aber ich kann aber nicht immer gut hören. Daran sind ich eindeutig Männer gut. Und während der Debatte, verschiedene Gifte so Männer gut lauschen, während der Debatte habe ich aber paar Mal zu meiner Freude, aber auch muss ich so Sachen hören, die mir als Lenk 10 Jahre gesagt haben, an die los auch an den Mainstream kommen. Und das auch nicht mehr zu begrüßen, muss ich aber sagen. Bon, es sind wir schwätzen hier von einem öffentlichen Träger von du Logement, den noch zusammen mit der SNHPM. Die kriegen große Aufgaben am Logementsbau, die am Koalitionsakkord annonciert goufen. Wann ich dem will leben, an ich mengen, da gibt es der reelle Willen von der Regierung, für do an die Richtung zu gehen, und noch von der neue Feierung vom Fonds du Logement, dann kann ich nicht mehr so, dass man in die richtige Richtung gehen. Aber es wird bei weitem nicht durchgehen, weil immens viel Nachholbedarf ist beim Fonds du Logement. Wenn ihr seht, viel Nachholbedarf, dann heißt das doch, dass während Jahrzehnten ganz wenig Mittel zur Verfügung gestellt gesehen, ganz wenig geschieht. Das werden wir nicht vergessen. Aber das größte Problem hat auch den Observateur de l'Habitat an einer von seinen letzten Noten eben deutlich erstrahlen, das wird auch gesagt. Bautherren, die sind zu einem großen Teil zu 90% an privaten Händen, an 10% gehören dem Staat, öffentliche Promoteuren, an den Gemengen. Letztes Jahr konnte der Fonds 133 Wohnungen finalisieren. Wir haben gestern, da kann ich noch über die Effektivität von den privaten Promoteuren schwätzen. Sie sind vielleicht effektiv, aber passt auf, das ist ein bisschen kompliziert wie das. Gestern am Stadter Gemeinderat haben wir eine Konvention von einem PHP definitiv angeholt. Bei der ehemaligen Klinik Bohler, Landster Erler Straße, das ist eine DP-CSV-Koalition an der Stadt, wie ihr wisst. 100, also das 95 Hektar groß. Das ist schwer, das justement, weil es schon den, es fehlt ganz wenig, für auf den Hektar zu kommen. Es fehlt ganz wenig, für auf den Hektar zu kommen, was schwer das, weil laut ehemaliger Gesetzgebung hat der Promoteur müssen 10% Logement akkommodieren machen, aber an der Stadt geht das immer ein bisschen mit knapp, wir haben da eine spezielle Situation, und da kann der Promoteur auf die verzichten. Davon auch aufgesehen sind die Logement akkommodieren nicht dick. Bon, es wird nicht mehr viel zu sagen, dass wir 140 Wohnungen da werden kriegen, mehr wie der Fonds du Logement an einem Jahr finalisieren, die sich kein Mensch wird können lesen, den normal verdient. Zurück zum Fonds. Die kleinen Kapazitäten, die erklären dann eben noch, für was zu wenig Wohnungen fertig bestellt kaufen. Es so nimmen, weil es zwar mehr ist, wie an den movementierten Jahren für drun, aber nicht mehr wie für in dieser Zeit. Auch für allem so nicht nimmen, weil laut Statek all Jahr wenigstens 6.500 Wohnungen müsste gebaut gehen, für der Mond not zu kommen. An der Privatmarché da war just circa 3.000 baut. Und die 3.000 bis 4.000 Wohnungen, die all Jahr fehlen, müssen also vom Staat an der Gemenge gebaut gehen zu günstigen Preisen an Loyen. Aber wenn ihr das wisst, da sind die 133 vom Fonds nicht mehr ein Drips auf der Wärme stehen. Wenn ihr sich dann noch den Rapport für 2017 anguckt, da stellt ihr fest, dass von den 133 Unitäten, die fertiggestellt sind, 108 Stück für den Verkauf geplant sind, an 22 für die Lokation. Und sind dann nach 3-4 Kommerzen. Bei so Projekten, die sich am Moment am Bau befanden, wie zu Esch, zu Deverding, zu Grevenmacher oder zu Mondorf, also auch alles für den Verkauf geplant. Wir wissen aber, dass für ganz viele Leute ohne Eigenmittel auch ein Wand subventioniert nicht realistisch ist. Dafür froh, geht weiterhin an erster Linie für den Verkauf gebaut, deckt sich das Opfer auch mit den Demanden, die beim Fonds du Logement herankommen. Mich gebe doch interessieren zu wissen, was Werdelöchte sind, weil ich davon immer gesagt, Werdelöchte also ungefähr, Werdezeit, also ungefähr 2 Jahre. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Wahrscheinlich ist das viel mehr groß wie das. Ich meine, die Logementskrise, Herr Präsident, das politischen Evergreen ging.
Et gëtt seit Joren jo dat Zingten lo mittlerweile viel diskutiert. Mir passiert as bis am Fong so gut wie neicht, ass schlimmer gin, han den Zwillen, de vielen Ukennejungen an Exkusen verstoppen sich awer perélech Schicksaler. Zi Junker, die net doheem rauskommen, net sinn oft Frauen, die no enger Trennung vum Partner kein Gegent Funing fannen, net sie noch Refugien, die mussssen sogar aus dem Centre d'accueil rauskommen. Aniwwer Leiit, die schaffe gin, die abs verdingen an die sech trotzdem Appes net können lechten. Den Observatoire de l'Habitat, Präsident den Joch bestätigt, wat die längsten 2 Joer soen, dat 80% vun de bebaubaren Terren an den Händen vun 20% vun de proprietären Leiien. Dat sind grosso modo 3300 Leiit. An dabei hun man noch net zuelen vun den Undeler, die Privatgesellschaften hunn. An ich menggen, wir muss noch nach der 100 goen. An wir werden nach der 100 goen. An ich menggen, wir sind net die einzig, die der 100 welle goen. Kurz gesot, de großen Deel von den Terren gëtt vu Großgrundbesitzer monopolisiert. Also sie können machen, wat ze wollen, zu den Tarifer, wo sie wollen. Wir können aber nicht mehr gucken, wie eine Handvoll von Millionären vierschlich Profiter machen, Bockel von Zehntausenden von eierlich schaffende Leute, also löse an der Ruin treiben. Dofir muss ferm mat de Großgrundbesitzer ëmgoen. An ich mengen mir heren immer méi Stimmen, die an des Richtung gin. Preisbremsen afeieren, stark besteuern, wann se spekulieren, an wann se nach immer net mat machen, ja natürlich, da muss auch gucken fir die Großgrundbesitzer, fir gucken fir déi egenen fir dat ze rem engkeier nützlich erbecht machen, da das e ganz große Chantier mir hëllefen do gerne mat so nicht merci.